den Waschraum gibt es ja noch. Klar, dort hat es ja einen Seifenspender. Ich wasche meine Hände täglich in Unschuld. Die sind sauber. Mhm. Putzzeug, Seifenspender. Wie viel Seife kommt auf einen Eiskübel Wasser? Das müsste reichen. Ich nimm doch wasche noch meine ein. Hände täglich in Unschuld. Gut, dann halt nicht. Verlängert das Putzzeug. Sehr schön. Und jetzt könnten wir eigentlich noch einmal probieren. Was ist das da eigentlich? Taschenlampe. Haben wir sicher auch mitnehmen. Sehr schön. So. Mal probieren. Und es funktioniert. Sehr Na toll. schön. Selbst im Urlaub kann ich nicht aus der Rolle, die mir diese gemeine und ungerechte Gesellschaft aufgezwungen hat. Was ist nur aus den Errungenschaften der Emanzipation geworden? Ja, ja. Hitze. Ein Riesenohrenstabli. Ja, aber jetzt kann man ja immer noch nicht erkennen, Wenigstens oder meine ich erfülle das meine Rolle noch? gewissenhaft. Das Oberlicht ist wieder sauber. Sehr schön. So, und was steht jetzt da? Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Du musst es auch nicht öffnen, du musst Dadurch, es dass das anschauen. Karussell da drauf steht, wurde das Oberlicht zum Oberdunkel. So kann ich nichts erkennen. Ha, für das haben wir ja unsere Taschenlampe. Da klebt ein Zettel am Boden des Kinderkarussells. Hinter dem Schiff wirst du den letzten Hinweis finden, der dich zu deinem Koffer führt. Hallo? Was ist das denn für ein kranker Typ? Jagt mich durch das ganze Schiff und schreibt wirre Nachrichten. Sollte ich allmählich anfangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen? Ha, hinter dem Schiff. Hinter dem Schiff. Hinter dem Schiff. Dort hinten war gar nichts mehr gewesen. Foto. Lauf, Nina, lauf! Da haben wir alles schon angeschaut. Da haben wir auch alles. Aha. Der Sonnenschutz mag extrem schick sein. Ob er extrem zweckmäßig ist, würde ich aber mal bezweifeln wollen. Blöd. Am hinteren Schiff. Hinter dem Schiff. Hinter dem Schiff. Mal ins Zimmer schauen, vielleicht finden wir ja dort etwas. Hinter dem Schiff. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass es ein Modell wird sein oder ein Bild oder... Aber ich sehe so nicht. Es kann eigentlich nur noch da sein oder im Wäscheraum. Ah, da hat sie ja das Bild mit dem Schiff. Es hieß doch, der nächste Hinweis sei hinter dem Schiff versteckt. Ha! Vielleicht ist ja gar nicht das echte Schiff gemeint, sondern Ja. dieses Boot hier. Ich sollte es vielleicht mal von der Wand nehmen. Sag auch. Ja, nimm das mal weg. Komm. An der Wand ist nichts zu erkennen. Ja, und ein Bild? Die Arche Noah-Zeichnung. Auf die Rückseite des Bildes wurde ein Foto geklebt. Leider falsch rum, sodass ich das Motiv nicht erkennen kann. Und einfach abreißen geht auch nicht. Damit würde ich das Foto vermutlich zerstören. Ja, super. Ah, der Dampf. Mit dem Dampf geht das sicher weg.
Oder mit dem Brünneli? Nein. Tatsächlich. Tatsächlich. So, jetzt kann ich das Foto ohne Probleme ablösen. Oh, es ist ein Bild von Max, meinem Ex-Freund. Komisch. Das Bild von meinem Ex-Freund Max, kurz nach seinem Skiunfall mit eingegipstem Bein. Wenn ich mich nicht täusche, dann stammt das auch aus meinem Koffer. Jemand hat mit Filzstift unter das Foto geschrieben, der arme Kerl, er muss zum Arzt. Na warte, wenn ich denjenigen erwische, der hier meine Sachen übers Schiff verteilt, schicke ich ihn auch auf die Krankenstation. Okay. Zum Arzt. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück und es ist jemand rum dort hinten. Oder etwas. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Niemand rum? Ich glaube es ja nicht. Da ist sonst irgendwo ein Hinweis. Wirklich nur das Fenster. Ja. Scheint keiner drin zu... Ja, immer noch zu. Scheint keiner drin zu... Auch immer noch zu. So, mal speichern schnell, glaube ich. Glaube ich, noch eine gute Idee. So, und weiter geht's. Also, wir haben das Föteli. Das Bild von meinem Ex-Freund Max, kurz nach seinem Skiunfall mit eingegipstem Bein. Wenn ich mich nicht täusche, dann stammt das auch aus meinem Koffer. Jemand hat mit Filzstift unter das Foto geschrieben, der arme Kerl, er muss zum Arzt. Na warte, wenn ich denjenigen erwische, der hier meine Sachen Kerl, er übers muss Schiff zum verteilt, Arzt. Das schicke ich kann ihn fast auf die nur... Krankenstation. Das kann ja fast nur etwas mit dieser Krankenstation zu tun haben. Das kann einfach nur. Das kann einfach nur mit... Ah, vielleicht. Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Foto. Tür. Tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es tatsächlich geschafft. Was? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Oskar und du bist Nina. Stimmt doch, oder? Ja, aber... Siehst du? Hätte ich echt nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst. Hab mir extra so viel Mühe gegeben. Aber du warst wirklich gut. Mühe gegeben? Womit? Mit der Schnitzeljagd natürlich. Ja, genau. Du hast die ganzen Zettel geschrieben? Und du hast... Ja, toll, oder? Du hast meinen Aha. Koffer geklaut und meine Sachen auf dem Schiff verteilt? Nein, der Koffer lag die ganze Zeit hier rum. Ich habe ihn gefunden und deinen Namen gelesen. Und ich dachte, du möchtest ihn bestimmt wieder haben. Okay, fassen wir kurz zusammen. Du hast den Koffer also nur gefunden. Ein kleines, dummes Kind. Er lag die ganze Zeit hier drin. Hast du gesehen, wer ihn hierher gebracht hat? Nein, keine Ahnung. Ist doch aber auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du die Schnitzeljagd geschafft hast. Ja, Ich weiß genau. nicht Das ob ist das Einzige, was erleichtert sein zählt. soll, dass hinter der ganzen Aktion kein psychopathischer Irrer steckt oder... Naja, Hauptsache der Koffer ist wieder da. Aber wer hat ihn hierher gebracht? Und warum? War doch ein tolles Spiel, oder? Ja, ganz toll. Tu mir nur den Gefallen und sag mir nächstes Mal bitte vorher Bescheid, wenn du wieder so ein Spiel machen willst. Versprichst du mir das? Okay. Danke. Und jetzt husch husch ins Bett. Okay. Gute Nacht, Nina. Schlaf schön. Ich mache mir die ganze Zeit fast in die Hose und denke über Psychopathen und wer weiß was nach. Und dann will so ein kleiner Rotzlöffel nur eine Schnitzeljagd machen.
Ich glaube, ich zeige allmählich schon erste Anzeichen von Verfolgungswahn. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht hinter jeder Kleinigkeit eine Verschwörung vermuten. Aber nach meinen Erlebnissen in Tunguska, wie dem auch sei, ich sollte mich mal eine Stunde hinlegen und etwas entspannen. Halt's Maul, sonst mache ich dich kalt. Ha. Scheiße. Na, wie geht es Ihnen? Mir ging's vermutlich schon besser. Mein Kopf. Keine Sorge, es ist alles okay. Sie haben nur eine kleine Gehirnerschütterung. Noch ein paar Stunden Ruhe und Sie sollten wieder topfit sein. Haben Sie die Typen schon erwischt? Welche Typen? Na, die in meiner Kabine waren. Davon weiß ich nichts. Aber darum liege ich doch hier. Sie liegen hier, weil Sie mit dem Kopf gegen eine Tür geknallt sind. Wohl eher umgekehrt. Ich laufe doch nicht einfach so aus Langeweile gegen Türen. Wir sind auf einem Schiff. Da kann man durch eine größere Welle schon mal aus dem Tritt kommen. So ein Humbug. Man hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Und was ist mit den Typen, die in meiner Kabine waren? Was für Typen denn? Frau Jordan hat erzählt... Frau Jordan? Wer soll das sein? Katharina Jordan ist ebenfalls Gast an Bord. Ich glaube, sie ist gerade dabei, zusammen mit dem Kapitän das Protokoll für die Versicherung auszufüllen. Ach, tatsächlich? Wo? Ich nehme an, im Restaurant. Aber ruhen Sie sich doch erstmal ein bisschen aus. Sie können dann ja später... Mich ausruhen? Ja, das kann ich in der Tat später tun. Jetzt will ich erstmal wissen, warum diese Schnepfe überall herum erzählt, ich würde in meiner Freizeit gern gegen Türen laufen. Auf die Erklärung bin ich aber gespannt. Und dann kam also diese Welle und Frau Kalenko ist gegen die Tür geknallt? Sie sollten sich jetzt besser ganz genau überlegen, was Sie antworten. Oh, Frau Kalenko, schön Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Geht es Ihnen besser? Wir sind gerade dabei, den Unfallbericht aufzunehmen und Frau Jordan war so freundlich. In der Tat, Frau Jordan ist so unglaublich hilfsbereit. Und sie erzählt so gern. Ob ihre Geschichten dabei den Tatsachen entsprechen oder nicht, spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ich verstehe nicht. Frau Kalenko, Sie sollten sich nicht so aufregen. Das ist schlecht für Ihre Gesundheit. Der Arzt hat Ihnen doch bestimmt strikte Bettruhe verordnet. Das könnte Ihnen so passen. Ich wüsste nur gern, warum Sie solche Lügen erzählen. Hat man Ihnen als Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? Ganz ruhig. Sie scheinen sich von dem Schlag an den Kopf noch nicht ganz erholt zu haben. Immerhin bin ich geistig noch klar genug und kenne den Unterschied zwischen die Tür an den Kopf geknallt bekommen und gegen die Tür laufen, womit ich Ihnen ja deutlich was voraus habe. Sind die Schmerzen immer noch so schlimm? Ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was wahre Schmerzen sind. Aber, meine Damen, ich schlage vor, wir verschieben den Bericht auf den nächsten Aufenthalt im Hafen, wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Aber Ich denke, ein bisschen Ruhe könnte Ihnen beiden ganz gut tun. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt beide erst einmal in Ihre Kabinen. Genießen Sie die Kreuzfahrt und wenn es Ihrer und unserer aller Entspannung dient, dann gehen Sie sich in den nächsten beiden Tagen etwas aus dem Weg. ich werde ja wohl noch... Ich denke, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, oder? Ja? Das freut mich. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Kalypso. Warum erzählt diese Katharina Jordan so einen Mist? Entweder sie will sich unglaublich wichtig machen oder... Wo ist denn eigentlich meine Handtasche? Das kann doch echt nicht sein. Ich habe dich Noch gewarnt. mehr Sachen als im Bermuda-Dreieck. Hier wird ja wohl keiner reinmarschieren und meine Handtasche klauen. Ja, vielleicht die Andererseits, zwei, wo... Irgendjemand war gestern in meiner Kabine. Aber Und vielleicht hat diese Katharina Jordan auch einen sehr guten Grund dafür, dass sie so sinnlose Geschichten über meinen angeblichen Unfall erzählt. Aber warum sollte sie in meine Kabine einbrechen und meine Handtasche klauen? Und da war ja auch noch diese männliche Stimme. Egal. Ich werde sie mal auf meine dezente Art danach fragen. Vielleicht gibt es ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber bevor ich mich bei Frau Jordan blamiere, sollte ich auf jeden Fall erst beim Portier nachfragen. so. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, ich mache eine Aufnahmepause. Das war es für das erste Let's Test von Keimakten. Das Spiel selber gefällt mir eigentlich bis jetzt recht gut. Es sieht hübsch aus. Und die Rätsel sind eigentlich machbar. Man muss auch ein bisschen ausprobieren und so, aber und ein bisschen mitdenken natürlich. Aber es ist eigentlich gut, es macht Spaß. Ich hoffe euch auch.
Und ja, vielleicht kommen noch weitere Folgen von Geheimakte 2.